Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns gemeinsam diese Eucharistie feiern werden. Utrobne witajcie tu w naszej wosadzie Jezusowej utroby, zapłać potągnies za szu waszu prucu, za wasze dzieło, a za wasze sprucne dzieło, a niech wam potągnies to szo niedy bohaczymy tuje. Sehr geehrter Herr Bischof, wir heißen Sie herzlich willkommen im Namen der Firmlinge und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Es freut uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, um diesen besonderen Gottesdienst mit uns zu feiern und das Sakrament der Firmung zu spenden. Wir freuen uns auf die gemeinsame Eucharistiefeier. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie immer zu Beginn des Gottesdienstes stellt ihr euch, uns allen, aber auch mir vor, um dann eure Gesichter zu sehen, mit Firmennamen, mit Firmenspruch. Ich lade euch herzlich ein, dass ihr jetzt euch vorstellt. Ich heiße Andreas, ich habe als Firmenspruch gewählt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich habe diesen Firmenspruch gewählt, weil er mir Mut macht und mir zeigt, dass Gott immer bei mir ist. Ich heiße Petrus und mein Firmenspruch ist selig den Frieden stiften und ich habe ihn gewählt, weil wir in unserer Welt Frieden brauchen. Mein Firmensname ist Andreas. Ich habe mir den Firmenspruch: Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist gewählt, da ich nicht an Gott zweifeln und immer mit ihm vertraut sein möchte. Ich heiße Helena. Ich habe den Firmenspruch Seg den Barmherzigen. Ich habe den ausgewählt, weil es mir zeigt, Mitgefühl zu zeigen und anderen helfen. Mein Firmenname ist Theresa, mein Firmenspruch ist: Ertragt einander und vergebt einander, denn vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Ich habe den Firmenspruch gewählt, da Liebe und Zusammenhalt für mich sehr wichtig ist und er mich daran erinnert, dass man zusammenhalten muss, auch wenn man Fehler gemacht hat. Mein Firmenname ist Chiara und mein Firmenspruch ist: Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Ich habe diesen Firmenspruch gewählt, da der Gedanke sehr schön ist, dass Gott immer da ist, wenn man Liebe zeigt und weitergibt. Mein Firmenname ist Mettert. Als Firmenspruch habe ich mir gewählt: einer trage des anderen Last. Ich habe mir diesen Firmenspruch ausgewählt, weil er besonders zum heiligen Mettert passt, der gemeinsam mit seinem Bruder Kyrill wirkte. Die beiden haben immer zusammengehalten und einander geholfen. Mein Firmenname ist Lucia. Mein Firmenspruch ist: Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Ich habe mir den ausgesucht, da Lucia das Licht in die Welt gebracht hat und das möchte ich auch für meine Familie und Freunde sein. Mein Firmenname ist Tamino und mein Firmenspruch ist: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr getan seid, wie ihr tut. Ich habe mich für den Firmenspruch entschieden, weil Gott uns ein Beispiel gegeben hat, nach dem wir uns nachahmen. Mein Firmenname ist Luisa, mein Firmenspruch ist: Vertrauen, das verbindet. Und mir gefällt der Spruch, weil ich weiß, dass man mir vertrauen kann und weil ich mich darin wiedererkenne. Mein Firmenname ist Johannes. Ich habe den Firmenspruch: Gerecht ist der Herr in allen seinen Werken. Ich habe ihn ausgewählt, weil es zeigt sehr gut, was der Herr so macht. Ja, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, ich danke euch herzlich für diese Vorstellung und auch für die gewählten Firmensprüche. Mir ist aufgefallen, vielleicht komme ich nachher nochmal darauf zurück, das eine große Wort, was über eurem Leben steht, über euer aller Leben, ist, dass Gott derjenige ist, der uns Halt gibt, der uns an unserer Seite steht, der bei uns bleibt. Und die andere große Linie, die ich in euren Firmensprüchen entdecke, ist: Also wir haben unseren Glauben nicht für uns selbst, sondern wir haben eine Sendung. Wir werden hinausgesandt in diese Welt, um das Gute zu wirken, um Frieden zu stiften, um barmherzig zu sein. Das ist der Auftrag, der uns als Christen gegeben wird.
Heute seid ihr nun hier. Wir und ihr erkennt, in euch ist schon Gottes Geist am Werk. Der muss nicht nochmal kommen, er ist schon da und ihr habt den Geist empfangen im Augenblick der Taufe. In der Taufe schon seid ihr gesalbt worden. Und bei der Taufe haben damals eure Eltern und Paten erklärt, euch in dem Glauben an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist zu erziehen. Und der Geist hat euch geführt und führt euch jetzt hierhin. Und ihr bittet um die Bestärkung im Heiligen Geist. Deswegen wollen wir uns zu Beginn des Gottesdienstes an die Taufe erinnern. Damals haben Eltern und Paten das Taufbekenntnis, das Glaubensbekenntnis für euch gesprochen und jetzt sollt ihr es selber inmitten der Gemeinde bekennen. Das ist unser Taufbekenntnis, bekennen, das ist mein Glaubensbekenntnis. Und danach frage ich euch jetzt. Widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Und daran wollen wir uns jetzt gemeinsam erinnern. Wir empfangen das geweihte Wasser und singen dazu ein Glaubenslied. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er hob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und zu den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen.
empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeigerufen hat. Mit noch vielen anderen Worten beschwor er und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurde ihre Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Bracia a sotry. Jeli so cierpliwe cierpicie, hać kuliś dobre czynicie, je to Bogu spodobne. K tomu dzieście połowani, przetoż Chrystus je za was cierpiał, a wam przykład załostają, zo byście za nim w jego stopach kroczyli. On nie żadnego rycha czynił, a nichtu nie dańdzie zło w jego ercze. Han je ne bu, ale nie hanił. Cierpiał je, ale nie rozlił, a teda šo tomu, kiž sprawnie sudzi. Nasze rychy je on sam w swoim ciele na drewo donies, so bychmy rycham wotemryli, a za sprawność żywi byli. Przez jego krawe pruskele jeszcze wy wuhojeni, przetoż byli kaž budżacy wódcy. Nitko pak jeszcze so przywobročili ke pastery a pistoni swoich duszów. Słyszeliśmy Słowo Boże. Buďu s vami a s tvojim duchom. Slova svätého čtenia po Jánu. Sláva Tebe, knieže. V onom času rečeše Jezus: Zaveno prajú vám, štuž nepřijde s durjemi do voučernie, ale drugie zástupy tu nie paduch a ubiežník. Štuž pak s durjemi přichádza je pastor ovcov. Tomu rota otvíra a ovce jeho voz slyša. A on volá svoje ovce s menom a uvodža je von. Když je vše upustil, jde před nimi a ovce jdu za ním, dokelž jeho voz znaja. Za cudzym pak nejdu, ale čekaja před ním, dokelž voz cudzych neznaja. Tyle přirovnanie powie im Jezus, ale oni nie zrozumieją, co im rečeše. Tuž Jezus znova rekne: Zaveno prajú vám, ja som durjek ovca. Wszyscy, kielkož je ich przede mną przyszło, paduši a ubiežnice, a ovce na nich posłuchali nejsú. Ja som durjek. Gdyż sztu przeze mnie zastupy będzie zbożny, a zastupia wyjdzie, a nadejdzie pasu. Paduch nie przyjdzie, kiba sobie kradnął, a morił, a rubił. Ja sam przyszł, żeby używienie mieli, a je bohacie mieli. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat,
geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpaten, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder. Das ist ein wunderschönes Bild, der Hirt und die Schafe. Wahrscheinlich kennen Sie dieses Bild nicht nur als Bild, sondern ich hoffe jedenfalls, Sie erleben es auch noch. Sie können noch mal sehen, dass Sie auf eine Schafherde treffen und sehen, wie die Herde auf grüner, satter Weide sich stärken kann. Dann ist der Hirt da, möglicherweise auch ein Schäferhund. Ein Bild, wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen und bewusst machen, ein Bild, das in der Bibel schon 2000 Jahre vor Christus vermittelt wurde. Und das schlägt sich nieder in einem wunderschönen Psalm, mit dem wir immer wieder auch beten: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Dieses Bild ist im Alten Testament lebendig und auch im Neuen Testament. Jesus sagt im Grunde: Ich bin der gute Hirte. Und wenn wir das nochmal etwas präzisieren, wir haben ja in dem Evangelium, was wir eben gehört haben, da ist die Rede von dem Türhüter und dann der Hirte. Und dann sind es halt eben, und das ist der Hintergrund, der Hirte oder die Hirten hatten eine Herde und sie führten sie am Abend alle zusammen in einen großen Stall. Da war der Türhüter und er ließ die Schafe rein mit ihren Hirten. Und am anderen Morgen wurden sie wieder hinausgelassen. Und da kommt dieses Bild her, die Schafe kannten ihren Hirten und der Hirt kannte seine Schafe. Im Neuen Testament hat Jesus dieses Bild etwas weitergeführt, denn alle wussten und wissen, der Hirt, er pflegt seine Herde, er bringt sie auf satte Weide und irgendwann, das muss ich glaube ich nicht entfalten, ist es um das Schaf geschehen. Er liefert gute Wolle und gutes Fleisch. Jesus aber sagt: Ich bin der gute Hirte und ich führe meine Schafe auf eine Weide, die ihnen Leben und ewiges Leben verheißt. Da passiert eine Wandlung. Jesus ist der gute Hirte, der die Schafe, die Seinen, auf eine satte Wiese führt und sie können leben und sie haben ewiges Leben. Das ist die erste Botschaft. Jesus nimmt dieses Bild und spricht damit von sich. Und jetzt können wir uns ja fragen, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, hat das etwas mit uns zu tun? Hat das etwas mit dem zu tun, was wir heute hier feiern? Ist das Bild des Hirten? Was für eine Botschaft hat dieses Bild für euch? Junge Menschen,
ihr seid vermutlich alle noch irgendwie schulisch unterwegs und euer ganzes Leben habt ihr vor euch liegen. Und ihr werdet euch irgendwann orientieren müssen. Was ist mein Weg? Wohin soll es gehen? Was wird mein Beruf sein? Was sind meine Interessen? Oder auch ganz radikal gefragt, wie komme ich durchs Leben? Und ich finde, da geben uns einige wenige Wörter aus dem heutigen Evangelium ganz wichtige Anhaltspunkte. Und die möchte ich euch gerne erschließen. Das Erste, was wir hören, die Schafe und der Hirt, sie hören auf seine Stimme. Er ruft sie alle beim Namen und sie folgen ihm. Und sie kennen ihn. Wenn wir nur diese 4 Sätze nehmen, diese 4 kleine Wörter, und wenn wir uns das sozusagen als ein Konzentrat nehmen für einen Lebensweg, dann ist das die Spur, die wir als Christen vor uns haben. Fangen wir damit an. Sie hören. Unser Glaube ist nicht ein Automatismus, der einfach in uns sozusagen sich von alleine entfaltet, sondern unser Glaube beginnt immer mit dem Hören, Hinhören. Was sagt Gott uns? Was sagt Gott mir und dir auf deinen Lebensabschnitt? Was sagt Gott dir heute an diesem Tag mit all den Aufgaben? Damit beginnt unser Christsein. Hören, hinhören. Und das kann sein, dass wir aufeinander hören müssen, auf den Menschen hören müssen, aber wir können auch in unser Herz hineinhören, in die Tiefe. Was sagt dir dein Gewissen? Was sagt dir dein Gefühl? Hinhören. Das ist das Erste. Und dann, sie folgen ihm. Was das bedeutet, habt ihr, glaube ich, wunderbar beschrieben, eben mit den verschiedenen Firmensprüchen, die ihr gewählt habt. In allem und in jedem Wort, das ihr gewählt habt, ist die ganze Botschaft Jesu, das Evangelium drin enthalten. Wenn einer konsequent Frieden sucht und Frieden stiftet, dann ist er in der Spur Jesu. Wenn einer barmherzig sein will und Barmherzigkeit leben will, dann ist er in der Spur Jesu, dann folgt er ihm. Wenn einer die Liebe leben will und die Liebe bewahren will, dann ist er in der Spur Jesu. Hören, folgen. Und dann kommt ein wunderbares Wort. Ich kenne sie. Ich habe sie beim Namen gerufen. Ich kenne sie. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und das möchte ich euch heute in besonderer Weise sagen, liebe Filmbewerberinnen und Filmbewerber. Gott hat dich beim Namen gerufen. Ganz einmalig, wie du bist, mit deinem Namen, mit deiner Geschichte, mit deinem ganzen Lebensumfeld, mit deinem Gesicht, mit deinen Stärken, mit deinen Grenzen und Schwächen. Gott hat dich beim Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und das ist die tiefste Sehnsucht eines Menschen, so bei Gott sein zu können, dass Gott an unserer Seite bleibt. Diese Gewissheit wird euch heute neu geschenkt. Gott bleibt an deiner Seite und Gott ist in dir am Werk. Er wirkt in dir. Ich denke da immer wieder gerne dran in dieser Osterzeit. Ihr alle seid als kleine Kinder getauft worden, sofern ich das weiß. Aber wir stellen fest, in unserem Bistum sind an Ostern an die 70 Erwachsene getauft worden. In Pilsen, unser Nachbarbistum in Tschechien, über 110. Nach Hongkong 2500. Und das muss man sich mal vorstellen, in einem ganz anderen Lebensumfeld. In China und in Frankreich, da geht es über alle Vorstellungen hinaus. Im letzten Jahr waren es 17.000, davon 7.000 Jugendliche und in diesem Jahr waren es 21.000. 21.000 erwachsene Firmungen an Ostern. Gott ist am Werk. Er wirkt. Und das ist, wie ich finde,
ein Zeichen von Hoffnung, ein Zeichen von Zuversicht, die wir haben dürfen auf unserem Weg, auch wenn wir in einem anderen Lebensumfeld sind. Gott ist am Werk. Und Sie kennen ihn. Wir kennen Jesus. Kennen wir ihn wirklich? Jesus gibt sich immer wieder neu erkennen in den ganz unterschiedlichen Etappen unseres Lebens. Manchmal haben wir viele Fragen an ihn, manchmal haben wir Sorgen, manchmal zweifeln wir auch an Gott, zweifeln an Jesus. Ist er wirklich da? Das sehen wir bei den Jüngern. Und doch, er gibt sich immer wieder zu erkennen in einer neuen Weise in unserer Lebenssituation. Hören, uns rufen lassen, ihm folgen. Das sind so die einzelnen Schritte, von denen ich glaube, das gehört in die Mitte unseres Glaubens, in die Mitte unseres Christseins hinein. Und damit das in euch stark und lebendig bleibt und nicht nur heute, sondern auch morgen und in 3 und 5, in 30 Jahren, wie auch immer, dadurch werdet ihr heute mit den Gaben des Heiligen Geistes gestärkt. Die Firmung empfängt man nur einmal und das soll eine Wirkung haben für euer ganzes Leben. Der Geist Gottes wird in euch stark gemacht mit seinen Gaben. Und damit werdet ihr geschickt in unsere Welt, so wie sie ist. Der Geist schenkt uns die Kraft, dass wir in dieser Welt von diesem Jesus auch Zeugnis geben können, indem wir in seiner Spur sind. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, das möchte ich euch von ganzem Herzen wünschen für euren Lebensweg, dass ihr so ausgerichtet bleibt auf Jesus, den guten Hirten, der euch in die Fülle des Lebens hineinführen will, der euch in aller Bedrängnisse und bei all den guten Dingen immer wieder sagt, ich bin dein guter Hirt. Wenn du dich auf mich einlässt, wirst du nichts verlieren, du wirst alles gewinnen. Und damit euch das geschenkt wird, wollen wir jetzt aus ganzem Herzen beten und bitten mit euch und für euch, dass der Herr euch reich beschenkt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese, unsere Schwestern und Brüder, in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht, durch Christus, unseren Herrn. Anna Chiara, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Lucian Method, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir.
hast du? Julian Teresa, sei gesegnet durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Friede sei mit dir. Hier hast du? Clemens, Andreas, sei gesegnet durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Hier hast du? Stella Marie Lucia, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Torben, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Alenka, Helena, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Fabian, Petrus, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Pia Luisa, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Andi, Johannes, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Wie heißt du? Jamie Andreas, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Gestärkt mit deinem guten Geist kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir und rufen. Oni mysok za film mumych. Czyn zysnych zmuciuch Swietko naszej Wiary. Dass wir Anschluss in der Gemeinde finden und unseren weiteren Lebensweg sicher beschreiten können. Wir bitten für unsere Freunde und Familien, die heute für uns angereist sind, für ein offenes Miteinander und eine schöne gemeinsame Feier. Wir bitten auch für alle Menschen, die heute nicht so glücklich sind wie wir. Erhelle ihre Gedanken durch deinen Geist und Stärke. Wir bitten alle Verstorbenen, dass sie ihren Frieden bei Gott finden und ihre Angehörigen die Trauer überwinden. Liebender Gott, dein Geist bewegt unsere Herzen und steht uns bei. Er hilft uns auch dann, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Wir danken dir, dass du unsere Bitten hörst und erhörst, auch die, die an jeder still im Herzen trägt. Dir sei Ehre und Lob, heute, an jedem Tag, in Ewigkeit.
Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Te Deum laudamus. Gestärkt mit den Gaben des Heiligen Geistes euren Weg gehen könnt. Ich habe euch eine kleine Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk mitgebracht, eine Sammlung von verschiedenen Schriftwörtern, wir könnten auch sagen Firmensprüchen von unterschiedlichen Personen aus unserem Bistum, die ihr Wortschreiben aufgeschrieben haben und dazu einen kleinen Kommentar, warum ihnen dieses Wort wichtig geworden ist und was es für sie im Leben bedeutet. Und da ist auch eine Karte dabei, da könnt ihr euren Firmenspruch draufschreiben und auch, wenn ihr wollt und mögt, irgendwann auch einen Kommentar dazu schreiben, warum ist mir dieses Wort wichtig geworden. Es möge euch begleiten und immer wieder euch auf eurem Weg dann erinnern, mit welchem Wort ihr auf diesen Weg Jesu gegangen seid. Dieses kleine Geschenk werde ich euch dann gleich überreichen. So, hier muss ich. Okay. Liebe Gemeinde, bevor wir den bischöflichen Segen empfangen dürfen, ist es dem Katecheten und Firmlinge noch mal kurz erlaubt, ein paar Worte loszuwerden. Sie sehen sicherlich am Altar, haben wir diesmal eine dritte Kerze. Eine große Kerze mit vielen Symbolen. Sie ist dick, sie ist hoch. Diese Firmkerze hat uns während unseres Firmkurses von Anfang an begleitet. Da sind zu jeder Stunde, zu jedem Inhalt, den wir behandelt haben, ein passendes Symbol drauf. Die Frage nach Gott, Jesus Christus, die Weihnachtsgeschichte, der Heilige Geist. Alle Themen, die wir behandelt haben, sind da abgebildet und dieses Licht hat uns während des Firmkurses begleitet. Gleichzeitig, nun seid ihr gefirmt, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, dürfen wir, diese Kerze hat ihren Auftrag für uns als Firmlinge erfüllt. Damit aber dieses Licht weiterhin brennen darf, dürfen wir uns freuen, dass wir sie dem Herrn Pfarrer schenken dürfen, als Andenken an den Firmenkurs 2025/26. Wir hoffen, dass dieses Licht bei Ihnen daheim weiter brennen wird und Sie sich mit einem lachenden Auge an uns weiterhin erinnern dürfen. Dankeschön. Zapłać Butungnes, ty za suprocu przypsiotach, a tu urtowane tu Swedgenia, jetzt populistisch Lesbo. Ich danke dem Enrico Hanke, der den Firmenunterricht für mich übernommen hat und ich denke, dass er es gut geschafft hat. Wir uns noch gemeinsam bei Ihnen bedanken, dass Sie sich auf den Weg gemacht und mit uns die Heilige Messe gefeiert haben. Und mit diesen Worten wollen wir den Segen empfangen. Der Herr sei mit euch. Und